Ja, ja, da! Oh, Film. Dann haben wir Stefan halb noch eine 7-Up 10. Ja, Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Haltung. Heute zweiter Tag an unserem Subaru. Wie ihr seht, es wird langsam heller. Wir haben es heute sehr früh. Haben wir gedacht, starten wir heute mal. Stefan hat bereits die vorderen Reifen schon mal wieder aufmontiert. Jetzt werden wir uns der Hinterachse widmen. Und zwar, wusstet ihr ja, hatten wir das Problem, dass das Federbein Schrott war. Jetzt wollen wir den ganzen Arsch hinten hart machen. So, wie machen wir es? Da liegt das Rohr. Wird einfach vom Innenraum durchgeführt, nach außen auf die Narbe und fertig. Machen wir? Darf man Arsch filmen? Muss man das nicht verpiepsen? Nö, wir verpiepsen hier nix. Okay. Ist ja nicht dieser Arsch, ist ja ein anderer Arsch gemeint. Aber das andere Video war auch nicht werbefreundlich, das sind nie werbefreundlich. Wir verdienen gar kein Geld mehr mit unseren Videos. Wir brauchen Spenden. Spenden für Stefan, damit er sich mal eine Jacke kaufen kann. Ja! Jetzt kommt quasi das Rohr von hier. Hier werden wir wieder die Aufnahme vom Federbein anschrauben, die natürlich abgetrennt wurde vom Federbein. Wird angeschraubt und wird von hier wird das Rohr eingeschoben, hier drauf. Viel Gewalt nach unten gezogen, dann festgeschweißt. Und dann haben wir es. Und dann haben wir es. KK. Da schon? Wo denn sonst? Hier, stumpf. Ja, Marc, du setzt mal eben den ersten Schnitt. Hä, du! Boom. Boah, einfach ein Loch rein, dann hast du auch. Ist ja langweilig. Nichts drauf oder was? Ah, vorbildlich, Stefan. Mann, das machen wir doch immer so, oder? Muss man auch mal einen Ölwechsel machen an seinen Dämpfern? Ja, erst aufflexen, Öl auffüllen und wieder zuschweißen. Ja, wie ein Dämpfer funktioniert, wisst ihr doch bestimmt. Ich kann es gerade nicht zeigen. Keine Ahnung. Das Anschauungsmaterial hier und dann. Du musst das Rohr nachher Den so. müssen wir noch gerade biegen. Mit bieg ganz mal. viel Gewalt. Bieg doch mal. Möchtest du uns das veranschaulichen vielleicht? Ja, nachher, wenn wir da ein bisschen mehr Hebel drauf haben. Was? Ich hab Angst. Ich auch. Wir müssen jetzt eigentlich erst am besten das Rohr hier drauf frickeln, dass es so eben noch hier reinpasst. Machen wir den hier dran fest und dann müssen wir von oben das andere reinkommen lassen, währenddessen wir den rumbiegen. Ja. Ja. Hallo, mach das gerade. Oh, wollen wirklich noch kein Zucker zu mir genommen. Du hast uns mal. 7-Up Doch, AP, stimmt. was Zerro. Zero. Zerro. Schöne Felge, da geht die ganze Tipptopp. Ach, Felge. Wir machen uns die Felgen nicht kaputt. Wofür ist das nochmal? Wir wollen jetzt damit die ganzen... nur ein bisschen Gewalt aufbringen. Nur ein bisschen. Stefan? Ein bisschen? Das fällt nicht. Auto hebt dich an. Irgendwann fliegt der gut auseinander. Kommt da was? Ja, guck mal was. Der Caddy kommt höher. Ich glaube, das reicht jetzt, oder? Weiß ich Mach's nicht. gleich bumm. Jetzt ist der Caddy höher gelegt, ey, geil. Ja, und jetzt so verbraten, ne? Ja, eigentlich so wie es ist, ne? Ja. Dann gib mir mal ein bisschen was zu drauf. Der rutscht ja irgendwo nicht richtig nach. Weil der hätte jetzt ein bisschen... War der bisschen jetzt Bums? Dampf. Nicht, dass da jetzt was an der Bremsscheibe passiert. Ich glaube, da kommt nicht mehr. Da kommt nur direkt. Aber warum will da nicht mehr kommen? Da ist ein bisschen was passiert, ne? Das ist jetzt da so in 2 Rohre, damit das eine Gelenk ist. Nö. Das Rohr passt halt besser oben in die Aufnahme wie das. Hier und Tank. Ja, du schweißt da direkt drüber. Dann geht's ja. Au! Da ist was rausgefallen. Stefan, brennt da was? Wenn man ABC-Feuerlöscher. Auch wenn der Tank explodiert ist. Ja.
Runter damit, pro Fahrt, Stefan will es durchführen. So, jetzt kommt die Kaltfahrwerk. Messung. Messung. Vorher? 740, vorher war 650. Also 9 cm, oder? Ist ja nix. Wie, mehr nicht? Wie? Aber sieht man schon wohl. Ja, mir ging aber auch leider nicht. Ah, 81 und vorher war 660. 660. 15. 110. Ja. 15 Zentimeter. So der Arsch, ey. Ja, jetzt ist hochgekommen, noch ein bisschen was von Volvo, ne? Jetzt nur noch bitte Reifen, oder? Geil. Ja, jetzt steht noch eine dicke Reifen. Oh. Knackt schon hart. Ich will auch Foto von hinten haben, warte! Ja, da oben am Rasen, ja, ist der Hintergrund. Da haben wir eine Ladehöhe. Alter. Das ist halt dieses Kameramann. Ja, schneller. Oh, du willst das nicht überleben. Die Scheibe. Man kann gar nicht auf dem Kampf bleiben. Oh, stark. Vollgas kannst du bleiben. Ja, super. Das ist ein Acker hier, ne? Oh! 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 Ich dachte auch auf Ackerfuß. Das war geil! Schwer. Tut schon richtig weh, Alter. Also, uiuiuiuiuiui! Du Arschloch! Ich schaff es! Mama! Schon auf. Ist irgendwas? Alle tot da drin. Alles gebrochen. Mal gucken, ob alles hält. Aber Bühne einmal? Ja, so mal, oder? Das knallt aber auch, ey. Das liegt da schon im Beifahrer, der gar nicht unter der Dicke knallt, ey. Aber hält. Krass, mit Bühne alles so heil. Das ist ein Geländeauto. Ich glaube, hier geht das schon durch. Ja, ist schon gerissen. Oh ja. Ey, Guck mal. ja, halt noch, das ist ja noch eine Naht. Aber wie das im Gelände geht, ne? Alter! Guck mal, wie viel Platz einer ist immer, ne? Mhm. Oh, ey, nicht gedacht, ey, dass Allrad auch so gut läuft bei dem Ding. Aber wenn du siehst, steht fast und kommt easy durch. Aber ich glaube, es gibt manche andere Allradsysteme, die da kläglich versagen. Ja, das hat funktioniert. Der hängt da drin. So,
Umbau ist vollendet, Probefahrt ist super gelungen. Würde sagen, optisch absolut beschissen, aber Funktion ist vollkommen gegeben. Vorne, wie ihr seht, ist etwas weniger geworden. Mehr geht leider nicht, weil wir dann schon an den Achsträgern anlangen mit den Antriebswellen, aber wir haben das Maximale rausgeholt. Ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Abonniert uns weiterhin fleißig. Schaut bei Instagram und Facebook vorbei. Wir sehen uns.